Der Millionär ließ seinen Sohn eine neue Mutter unter den Reichen wählen, doch er wählte die Angestellte, die Mütterauktion. Wissen Sie, was dieser Millionär seinem 18-jährigen Sohn vor 50 Gästen sagte? Wähle. Heute Abend sagst du mir, welche dieser 3 Frauen du als deine neue Mutter haben möchtest. Und der ganze Saal applaudierte. Roland Vogel hatte alles mit der Präzision eines Mannes organisiert, der es nicht gewohnt war, dass ihm jemand widersprach. Von der Menüauswahl, feine Garnelen an Knoblauchöl als Vorspeise, Rindsfilet an Rotweinsauce als Hauptgang, ein exquisites Milchdessert mit essbaren Rosenblütenblättern als Nachspeise. Bis zur Anordnung der Stühle I am hinteren Garten seiner Villa in Zollikon, einem der exklusivsten Vororte Zürichs. Alles perfekt, alles kalkuliert, alles unter seiner Kontrolle. Es war Samstagnachmittag und die Zürcher Sonne fiel schräg auf die gepflegten Gärten des Anwesens und tauchte die weißen Säulen der Terrasse in goldenes Licht. Es waren 50 Gäste da, Geschäftspartner, Freunde aus der Elite, Familien mit klangvollen Namen und Frauen mit Schmuck, der mehr wert war als die Autos der meisten Schweizer. Französischer Champagner zirkulierte auf Silbertellern. Ein kleines Streichorchester spielte unaufdringlich in einer Ecke, wissend, dass es nicht der Hauptakteur des Abends war. Und Roland Vogel, makellos I am schwarzen Anzug und weinroter Krawatte, lächelte wie immer selbstbewusst. Dieser Abend hat einen ganz besonderen Zweck, verkündete er und breitete die Arme aus, als würde er eine Aktionärsversammlung leiten. Ich möchte Ihnen 3 außergewöhnliche Frauen vorstellen. Frauen von Klasse, Kultur, Familie. Frauen, die sich als würdig erwiesen haben, Teil dessen zu sein, was ich seit 25 Jahren aufbaue. Und heute Abend bitte ich meinen Sohn Moritz, jede von ihnen kennenzulernen. Es gab Gemurmel, leises Lachen. Jemand stieß an. Roland, wie originell, rief eine blond gefärbte Dame aus der 2. Reihe mit einem Champagnerglas in der Hand. Die Auswahl kann beginnen, fügte ein anderer lachend hinzu. Niemand nannte es das, was es war. Eine Auktion. Niemand hatte den Mut oder die Lust, denn Roland Vogel war die Art von Mann, bei dem die Leute lieber lachten, als nachzudenken. Moritz Vogel saß in der 1. Reihe, I am schwarzen Anzug, den ihm sein Vater bei einem Maßschneider an der Bahnhofstraße hatte anfertigen lassen. Und mit der Krawatte, die er ihm an diesem Morgen mit fester Hand und ohne zu fragen, ob er sie tragen wollte, selbst gebunden hatte. Er war gerade 18 geworden, hatte die breiten Schultern eines Mannes, der plötzlich gewachsen war, und die dunklen Augen seiner Mutter, einer Frau, die gestorben war, als er 4 Jahre alt war und über die sein Vater fast nie sprach. Moritz applaudierte nicht, lächelte nicht. Seine Hände lagen auf den Knien, die Finger leicht gepresst, und er blickte nach vorne mit dem Ausdruck jemandes, der etwas Schmerzhaftes erträgt, das er noch nicht zu benennen weiß. Vom anderen Ende des Gartens, zwischen den Rosensträuchern, die den Weg zur Serviceküche säumten, beobachtete Carmen Meyer ihn schweigend. Sie trug ihre Alltagskleidung, hellblaues Kleid, weiße Schürze, die Bänder fest gebunden und die gelben Arbeitshandschuhe, die sie bei Besprechungen nie trug, die sie aber an diesem Nachmittag vergessen hatte auszuziehen, als sie plötzlich aus der Küche gekommen war, weil Herr Vogel das gesamte Personal 20 Minuten früher zu ihren Plätzen gerufen hatte. Carmen war 30 Jahre alt, ihr dunkles Haar zu einem einfachen Zopf hochgesteckt. Und ihre Haltung, stillstehend, Füße zusammen, Hände verschränkt, sprach von Jahren des Lernens, so wenig Raum wie möglich einzunehmen. Sie war seit 7 Jahren in diesem Haus. Sie war gekommen, als Moritz 11 und sie 23 war, mit einer Empfehlung der Agentur und einem kleinen Koffer mit wenig Kleidung. Sie hatte keinen Universitätsabschluss, keine Familie in der Stadt, niemanden, der nach ihr fragen würde, falls etwas schief läuft. Sie hatte nur ihre fleißigen Hände und die Fähigkeit, die niemand von ihr verlangt hatte, die sie aber trotzdem gab. Diesen einsamen Jungen ehrlich zu lieben, der sie in der ersten Woche wortlos durchs ganze Haus verfolgt hatte. Jetzt war dieser Junge fast ein Mann, der in der 1. Reihe einer Auktion saß, die sein Vater als Präsentation bezeichnete. Und Carmen spürte etwas in ihrer Brust, das sie nicht zuordnen konnte, ob es Angst oder Traurigkeit oder beides zugleich war. Carmen, flüsterte Heidi, die Köchin, die mit einem leeren Tablett neben ihr auftauchte. Der Herr sagte, wir sollen mit den Häppchen beginnen. Jetzt? Ja, antwortete Carmen, ohne die Augen von Moritz zu nehmen. Carmen, wiederholte Heidi, diesmal mit einem sanften Tippen auf den Arm. Carmen blinzelte, nickte, nahm das Tablett und ging mit festen Schritten und gesenktem Kopf zur Küche. Die 3 Kandidatinnen traten kurz darauf auf, während das Orchester zu einem Walzer wechselte, den niemand bestellt hatte, der aber trotzdem passend schien. Die erste war Valentina Steiner, 42 Jahre alt, Witwe eines Textilunternehmers, in einem dunkelroten, knöchellangen Kleid und Smaragdohrringen,
die das Gartenlicht einfingen, sobald sie die Terrassentür durchschritt. Sie ging mit der Sicherheit einer Frau, die weiß, dass alle Augen auf sie gerichtet sind und es genießt. Die zweite war Luise Schmid, 38 Jahre alt, Direktorin einer Kette von Luxusspas am Schweizer Mittelland, am cremefarbenen Hosenanzug und mit offenem Haar in perfekten Wellen. Sie lächelte auf eine Weise, die einstudiert wirkte, aber in diesem Kontext makellos war. Die dritte war Isabella Brunner. Isabella war 42, obwohl sie jünger aussah. Groß, schlank, in einem ärmellosen schwarzen Kleid, das die durchtrainierten Arme einer Frau zeigte, die 5-mal pro Woche einen Personal Trainer bezahlte. Ihr glattes, dunkelbraunes Haar fiel ihr bis auf die Schultern, mit einem Fall, den nur gute Tönungen und die besten Behandlungen erreichten. Sie war Inhaberin einer mittelgroßen Baufirma und seit 3 Jahren in Rolands Kreisen bekannt, seit dem Neujahrsessen, bei dem sie zufällig, oder das sagte sie, neben ihm gesessen und ihn bis 2 Uhr morgens zum Reden gebracht hatte. Isabella war Rolands klare Favoritin und sie wusste es und nutzte es. Sie ging zuerst auf Moritz zu, bevor Roland eine formelle Vorstellung machen musste, und reichte ihm die Hand mit einem Lächeln, das genau das war, was es in diesem Moment sein sollte. Warm, ohne übertrieben zu sein, elegant, ohne kalt zu wirken. »Moritz«, sagte sie mit leiser, sicherer Stimme, »ich habe viel von dir gehört. Dein Vater spricht mit großem Stolz.« Moritz schüttelte ihre Hand höflich. Er lächelte nicht. Sehr erfreut, sagte er nur. Isabella blinzelte nicht. Sie war zu erfahren, um sich davon beeindrucken zu lassen. Sie neigte nur leicht den Kopf und zog sich zur Gruppe zurück, wo Roland sie mit einem Glas Rotwein und einem zufriedenen Ausdruck erwartete. Carmen kam 2-mal mit Häppchentabletts aus der Küche. Das erste Mal zirkulierte sie auf der rechten Seite des Gartens, fernab des Bereichs, wo die Kandidatinnen und Hauptgäste waren. Das zweite Mal hatte sie keine Wahl. Der Butler Urs zeigte ihr ungeduldig die Mitte und sie gehorchte. Sie kam an Moritz vorbei. Er sah sie sofort, wie immer. Das war etwas, das Carmen bemerkt hatte, seit der Junge klein war. Moritz fand sie immer in einem Raum, egal wie viele Leute da waren. Es war, als hätte er ein Radar für sie. Etwas, das ihr anfangs wie Zufall vorgekommen war und das sie mit den Jahren als das erkannt hatte, was es war. Der Instinkt eines Kindes, das gelernt hatte, dass Carmen die sichere Person war. Diesmal sahen sie sich nicht länger als 2 Sekunden an. Carmen senkte die Augen. Moritz wandte sich wieder nach vorne, wo Roland die 3 Kandidatinnen förmlich vorstellte. Mit einer kleinen Anekdote über jede, die er am Voraus vorbereitet hatte, als würde er ein Produkt verkaufen und nicht eine Mutterfigur für seinen einzigen Sohn auswählen. Valentina hat eine außergewöhnliche künstlerische Sensibilität, sagte Roland mit seiner Vortragsstimme. Sie sammelt zeitgenössische Kunst und spricht 3 Sprachen. Luise ist eine brillante Geschäftsfrau mit einer Intuition, die ich selbst beneide. Isabella, machte er eine bewusste, bedeutungsschwere Pause. Isabella ist eine Person, die genau weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Etwas, das ich an jedem Menschen sehr bewundere. Applaus, Lachen, Anstoßen. Moritz applaudierte immer noch nicht. Um 19 Uhr, als das Orchester zu etwas Lebhafterem wechselte und die Gäste mit ihren Getränken in der Hand anfingen, sich zu mischen, ging Roland auf seinen Sohn zu und setzte sich neben ihn auf die weißen Korbsessel, die in der ruhigsten Ecke der Terrasse aufgestellt worden waren. »Wie fandest du sie?« fragte er direkt, ohne Umschweife. Das war Rolands Art. Es gab keine Zeit für Umschweife, wenn man bereits wusste, was man hören wollte. »Sie sind elegante Frauen«, antwortete Moritz und blickte in den Garten. »Das habe ich dich nicht gefragt.« Moritz drehte den Kopf zu seinem Vater. Es war etwas in den Augen des Jungen, das Roland nie ganz hatte lesen können. Eine ruhige Tiefe, die sich manchmal wie Gelassenheit anfühlte und manchmal wie stiller Widerstand. »Was soll ich dir sagen, Papa? Ich möchte, dass du mir sagst, welche dir heute Abend am besten gefallen hat. Sag es mir heute Abend.« Roland nahm einen Schluck von seinem Whisky. »Es ist Zeit, Moritz. Du brauchst eine Mutterfigur in deinem Leben. Jemand auf deinem Niveau, jemand, der unserem Standard entspricht.« Moritz antwortete nicht sofort. Er blickte wieder in den Garten und sah einen Moment lang nur die Bewegung der Gäste, die am Dämmerlicht glänzenden Gläser, die 3 Kandidatinnen, die in verschiedenen Gruppen mit der kalkulierten Anmut derer sprachen, die wissen, dass sie beobachtet werden. Und dann, fast unwillkürlich, fanden seine Augen Carmen, die in diesem Moment mit dem leeren Tablett den Garten überquerte, auf dem Rückweg zur Küche, den Kopf leicht geneigt, die Schritte schnell und diskret. »Heute Abend gebe ich dir meine Antwort«, sagte Moritz leise. Roland nickte zufrieden. Er bemerkte nicht, wohin sein Sohn geschaut hatte. In der Küche stellte Carmen das Tablett auf die Arbeitsplatte und lehnte sich einen Moment mit geschlossenen Augen an die Spüle. 7 Jahre. 7 Jahre in diesem Haus. 7 Jahre Morgenstunden,
als Moritz Albträume hatte. Nachmittage, in denen sie die Hausaufgaben am Küchentisch machten, weil er sich in seinem Zimmer allein fühlte. Sonntage, an denen sie am Dienstbotenzimmer auf dem kleinen Fernseher Filme schauten, weil Roland nie da war. 7 Jahre Carmen, kannst du mir diesen Absatz vorlesen? Und Carmen, glaubst du, Papa kommt zur Abschlussfeier? Und Carmen, mein Bauch tut weh und ich weiß nicht warum, obwohl ihm etwas ganz anderes wehtat. Sie öffnete die Augen, nahm das nächste Tablett und ging zurück in den Garten. Die perfekten KandidatInnen. Isabella Brunner hatte eine Regel, die sie nie am Stich gelassen hatte. Bei jeder Verhandlung macht derjenige den ersten Schritt, der den Deal am dringendsten braucht. Und an diesem Abend brauchte Isabella nichts. Sie wollte nur. Das war ihrer Erfahrung nach eine Position absoluter Macht. Sie näherte sich Moritz ein zweites Mal, nach 19:30 Uhr, als der Himmel über Zollikon bereits dunkler wurde und die Gartenbeleuchtung, kleine weiße Kugeln, die zwischen den Bäumen hingen, an Bedeutung gewann. Sie fand ihn allein am grauen Sandsteinbrunnen, der das nördliche Ende des Gartens schmückte, mit einem Glas Mineralwasser in der Hand und dem Blick auf den konstanten Wasserstrahl gerichtet. »Darf ich?« fragte Isabella und deutete auf den Steinrand neben ihm. »Klar«, sagte Moritz und wich zur Seite, obwohl reichlich Platz war. Isabella setzte sich mit der kontrollierten Eleganz einer Frau, die selbst die kleinste Geste geübt hatte. Sie kreuzte die Knöchel, legte die Hände auf die Knie und blickte ebenfalls auf den Brunnen, anstatt ihn anzusehen. Eine Taktik, um den direkten Blickdruck zu nehmen. Als ich diese Villa das erste Mal sah, sagte sie mit ruhiger Stimme, fand ich sie wunderschön, aber kalt. Viele Quadratmeter, viel Marmor, viel Garten, aber ohne Leben. Moritz antwortete nicht. Er blickte weiterhin auf das Wasser. Mit der Zeit verstand ich, dass Häuser das sind, was ihre Besitzer aus ihnen machen, fuhr Isabella fort. Und ein solches Haus, mit einem Mann wie deinem Vater an der Spitze, hat das ganze Potenzial der Welt, sich zu etwas anderem zu entwickeln. Sie machte eine präzise Pause, mit den richtigen Menschen darin. Es war eine gut eingeübte Rede, subtil genug, um nicht offensichtlich zu wirken, gewichtig genug, um ihren Eindruck zu hinterlassen. Moritz hörte schweigend bis zum Ende zu. Dann drehte er den Kopf und sah sie mit diesen dunklen Augen an, die Isabella zum ersten Mal an diesem Abend etwas Ähnliches wie Unbehagen bereiteten. »Haben Sie Kinder?« fragte er. Isabella blinzelte. Es war nicht die Frage, die sie erwartet hatte. Sie erholte sich in einer Sekunde und antwortete, es ergab sich nie die richtige Gelegenheit. Und wenn sie sich ergeben hätte, wie wären Sie als Mutter gewesen? Stille. Isabella lächelte, aber es war ein Lächeln, das einen Augenblick länger als üblich brauchte, um sich zu formen. Ich glaube, ich wäre eine sehr engagierte Mutter gewesen, sagte sie schließlich, strukturiert, mit klaren Werten. Ein Kind von mir hätte alles Notwendige gehabt. Alles Notwendige, wiederholte Moritz, als würde er das Gewicht dieser Worte prüfen. Alles. Moritz nickte langsam und blickte wieder auf den Brunnen. Danke für das Gespräch, sagte er mit einer Höflichkeit, die perfekt erzogen und völlig undurchdringlich war. Isabella stand auf, richtete ihr schwarzes Kleid mit einer diskreten Geste und zog sich zur Gruppe zurück, wo Roland sie mit einem fragenden Blick erwartete. Sie antwortete mit einem beruhigenden Lächeln. Es gab kein Problem. Der Junge war nur zurückhaltend, mehr nicht. Sie würde ihn vor Ende des Abends auf ihrer Seite haben. Was Isabella nicht wusste war, dass Moritz, sobald sie sich entfernt hatte, aufgehört hatte, den Brunnen anzusehen und erneut die Gestalt Carmens zwischen den beleuchteten Gärten gesucht hatte. Valentina Steiner sprach ihn um 20 Uhr auf dem Terrassenflur an, als Moritz unter dem Vorwand, auf die Toilette zu gehen, ins Haus ging. »Moritz, schön, dich einen Moment allein zu finden«, sagte sie mit ihrer rotbraunen Stimme, die zu ihrem Kleid passte. »Ich wollte dir etwas sagen, ohne dass dein Vater dabei ist.« Moritz hielt inne. Er sah sie aufmerksam an, denn Valentina war die einzige der 3 gewesen, die so etwas gesagt hatte. Und das war zumindest anders. »Ich bin mir bewusst, wie seltsam das alles wirken muss«, sagte Valentina, und ihre Stimme sank einen Ton tiefer. Sie verlor etwas von dem Glanz des Festes. »Ein solches Treffen, bei dem dein Vater uns als Kandidatinnen präsentiert.« Sie sprach das Wort mit einem Anflug von Ironie aus, den sie nicht ganz verbergen konnte. »Es ist nicht das Konventionellste auf der Welt.« »Nein«, stimmte Moritz zu. »Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich heute Abend nicht gekommen bin, um dich zu erobern. Ich bin gekommen, weil dein Vater mir ein interessanter Mann scheint und weil dies eine Phase in meinem Leben ist, in der ich offen bin, etwas Neues aufzubauen. Aber du bist ein Erwachsener und was du fühlst, ist wichtig.« Sie machte eine Pause. »Was willst du, Moritz?« Es war das erste Mal an diesem Abend, dass ihm jemand diese Frage stellte. Moritz sah sie lange an. In Valentinas Augen war etwas Echtes, nicht die kalkulierte Perfektion Isabellas, noch die geschäftsmäßige Freundlichkeit Luises. Da war eine 42-jährige Frau,
die ebenfalls etwas Kompliziertes durchmachte und die zumindest die Ehrlichkeit besaß, es zuzugeben. »Ich weiß es noch nicht«, antwortete Moritz, »aber danke, dass Sie fragen.« Valentina nickte, ließ ihn gehen. Luise Schmid war die effizienteste der drei. Sie suchte keine alleinigen Momente mit Moritz, noch übte sie effektvolle Sätze. Während des Abendessens saß sie 2 Plätze links von ihm und unterhielt sich einfach über die Reisen, die sie gemacht hatte, über ein Buch, das sie am Vormonat über prähistorische Architektur gelesen hatte, darüber, wie sehr sie die Stille der Morgenstunden mochte, bevor der Lärm des Tages begann. Sie sprach natürlich, ohne sich zu sehr anzustrengen, und das war genau ihre Strategie, als die am wenigsten strategische der drei zu wirken. Moritz beantwortete ihre Fragen mit höflichen Einsilbern und dem einen oder anderen ganzen Satz, mehr nicht. Denn während des gesamten Abendessens, während das Besteck klimperte und das Orchester leise am Hintergrund spielte und Roland den Tisch mit der Zufriedenheit eines Mannes leitete, der glaubt, dass alles nach Plan verläuft, war Moritz an einem anderen Ort. Er war in der Küche, als er 12 Jahre alt war. Es war Dienstagnachmittag und er war mit einem Zettel am Rucksack von der Schule gekommen, den sein Vater nicht sehen sollte. Ein Zettel, der besagte, dass er in der Mathematikprüfung 4 von 10 Punkten bekommen hatte und dass er, wenn er so weitermachte, Nachhilfestunden bekommen würde. Roland Vogel duldete akademisches Versagen nicht. Das wusste Moritz, seit er denken konnte. Er betrat die Küche wie immer durch die Hintertür und fand Carmen, wie sie Tomaten auf dem Holzbrett schnitt, mit der gleichen Konzentration, die sie beim Kochen zeigte, die gleiche Konzentration, die sie bei allem zeigte, was sie tat. »Was ist los?« fragte Carmen, ohne den Blick vom Tomaten zu heben. »Nichts«, sagte Moritz. »Moritz!« Der Junge ließ seinen Rucksack auf den Stuhl fallen und setzte sich auf den hohen Hocker an der Theke, die Ellbogen auf dem Holz und die Stirn in den Händen. »Ich bin durch die Matheprüfung gefallen«, murmelte er. Carmen legte das Messer weg, wischte sich die Hände an der Schürze ab und kam näher. »Wie schlecht?« 4. Stille. Moritz erwartete den Tadel oder die Predigt, oder zumindest das enttäuschte Gesicht. Stattdessen öffnete Carmen eine Schublade, holte ein Spiralheft und einen Stift heraus und legte sie vor ihn auf die Theke. »Gut«, sagte sie und zog den Hocker von der anderen Seite heran, um sich ihm gegenüberzusetzen. »Welchen Teil hast du nicht verstanden?« Moritz hob den Kopf. »Du schimpfst nicht mit mir? Das werden wir sehen«, sagte Carmen. »Zeig mir zuerst die Prüfung.« Sie verbrachten 2 Stunden in dieser Küche, die Tomaten vergessen auf dem Brett und die Suppe auf dem Herd erkaltend, wiederholten Brüche und einfache Gleichungen am Spiralheft. Carmens enge Schrift füllte die Zeilen mit Beispielen, die Moritz kopierte und erneut versuchte. Als Roland an diesem Abend um 22 Uhr ankam und das Abendessen fertig und Moritz in seinem Zimmer beim Lernen fand, wusste er nichts von der 4 in der Prüfung. Carmen sagte es ihm nie, und einen Monat später bekam Moritz eine 9. Die Erinnerung löste sich auf, als Luise zu seiner Linken ihm mit einem freundlichen Lächeln den Brotkorb anbot, und Moritz musste in die Gegenwart zurückkehren. Die Kerzen auf dem Tisch, der Geruch des Rindsfilets an Rotweinsoße, Rolands Lachen am Hintergrund. »Danke«, sagte er und nahm ein Brötchen. Luise nickte und sprach weiter über etwas, das Moritz nicht mehr hörte, denn in seinem Kopf sah er immer noch Carmens enge Schrift in den Zeilen des Spiralhefts. Nach dem Abendessen, während sich die Gäste zu den Gartensesseln verteilten und das Orchester zu etwas Lebhafterem überging, führte Roland Moritz beiseite in sein Arbeitszimmer, das zum hinteren Garten führte. Ein großer Raum mit Mahagoni-Bücherregalen und einem Kamin, der seit Jahren nicht mehr benutzt worden war. Er schloss die Tür. »Du hast sie alle kennengelernt«, sagte er ohne Einleitung. »Was denkst du, Moritz?« Moritz blieb am Kamin stehen. Er steckte die Hände in die Hosentaschen. »Es sind sehr gebildete Frauen. Das hast du mir schon gesagt.« Roland verschränkte die Arme. »Welche, Papa, welche, Moritz?« Der Ton war kein Schreien. Roland schrie selten. Es war etwas Schlimmeres. Eine absolute, unerschütterliche Festigkeit, die das Wort Nein wie eine Fremdsprache erscheinen ließ. Moritz sah ihn an. Einen Moment lang, nur einen Moment lang schien es, als wollte er etwas Wahres sagen. Etwas, das er seit Jahren in sich trug. Aber in diesem Moment klopfte es leise an die Tür. Und Urs, der Butler, sagte, »Herr Vogel, die Gäste fragen, ob es einen Toast geben wird.« Roland nahm die Augen nicht von seinem Sohn. »Einen Moment«, antwortete er, ohne die Stimme zu erheben. Schritte entfernten sich. »Heute Abend gibst du mir die Antwort«, wiederholte Roland. »Öffentlich, vor allen. Ich möchte, dass sie es sehen. Es soll offiziell sein.« Moritz spürte, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzog. Es war nicht genau Angst. Es war etwas Komplizierteres. Das Bewusstsein, dass ein Moment nahte, und wenn er kam, gab es kein Zurück mehr. »In Ordnung«, sagte er. Roland nickte zufrieden.
Er öffnete die Tür zum Arbeitszimmer und trat mit erhobenem Glas und seinem Millionärslächeln in den Garten, wissend, dass die Welt so funktionierte, wie er es wollte. Moritz blieb einen Moment allein am Arbeitszimmer. Vom Fenster zum hinteren Garten konnte er die Serviceküche sehen, mit ihrem gelben Licht und Carmens Silhouette, die sich drinnen bewegte, Geschirr einsammelte, Tablets für das Dessert vorbereitete. Er beobachtete sie eine lange Minute, dann ging er in den Garten. Carmen hörte, wie jemand die Küche betrat und drehte sich um, erwartete Heidi oder Urs. Aber es war Moritz Birm-Anzug, dessen Augen sie mit der gleichen Intensität suchten, die sie nie wirklich hatte handhaben können. »Was machst du hier?« flüsterte sie und blickte zur Tür, um sicherzustellen, dass niemand sonst da war. »Moritz, die Gäste sind draußen. Dein Vater wird.« »Geht es dir gut?« unterbrach er sie. Carmen blinzelte. »Mir geht es gut. Mir geht es immer gut. Du bist derjenige, der sollte.« »Carmen.« Sie schloss den Mund. Wenn Moritz ihren Namen so sagte, mit dieser Pause davor und dieser Ernsthaftigkeit danach, war es, als würde die Welt ein wenig langsamer. »Geht es dir gut?« wiederholte er, und diesmal war es keine Höflichkeitsfrage. Carmen ließ das Tuch, das sie in der Hand hielt, fallen und stützte ihre Handfläche auf die Küchenarbeitsplatte. »Ich weiß nicht, was ich bin«, sagte sie leise und ehrlich. »Dieser Abend ist seltsam.« »Ja«, stimmte er zu. »Moritz, du musst zurück nach draußen. Dein Vater erwartet.« »Ich weiß, was mein Vater erwartet.« Stille, beide wussten, ohne es auszusprechen, alles, was in diesem Satz steckte. »Diese Frauen sind sehr elegant«, sagte Carmen mit sichtlicher Anstrengung. »Und Valentina scheint eine gute Person zu sein.« »Ernsthaft? Könntest du?« Carmen unterbrach ihn erneut, sanft, aber bestimmt. »Moritz, kannst du mir einen Moment lang aufhören zu sagen, was ich tun soll?« Sie sah ihn an. Er sah sie an. Und in diesem Moment, in der hell erleuchteten Küche, mit dem gedämpften Lärm des Festes, das aus dem Garten drang, spürte Carmen etwas, das sie längst gelernt hatte, nicht zu benennen. »Geh«, sagte sie schließlich und hob das Tuch vom Boden auf. »Bevor dich jemand hier sieht.« Moritz rührte sich 3 Sekunden lang nicht. Dann nickte er, drehte sich um und verließ die Küche. Carmen blieb allein zurück, das Tuch in der Hand und die Brust beklemmt, und hörte Moritz Schritte sich in Richtung Garten entfernen, wo 50 Leute darauf warteten, dass er seine neue Mutter wählte, was Roland nicht weiß. Es gibt Dinge, die Millionäre nicht sehen, nicht weil sie blind sind, sondern weil sie ihre Augen jahrelang darauf trainiert haben, nur das zu sehen, was in ihrer Welt Wert hat. Verträge, Bilanzen, Nachnamen, Quadratmeter, Jahresrenditen. Alles andere wird zu Hintergrund, Dekoration, Hintergrundrauschen in der Symphonie ihres eigenen Erfolgs. Und Roland Vogel war in diesem Sinne ein perfekt trainierter Mann. Er hatte nicht gesehen, wie Carmen Moritz 4 Nächte lang am Stück gehalten hatte, als der Junge mit 8 Jahren 40 Grad Fieber hatte und er in Genf war, um eine Firmenfusion abzuschließen, die nicht warten konnte. Er hatte nicht gesehen, wie Carmen ihm die ersten 3 Kapitel von Der kleine Prinz laut vorgelesen hatte, weil Moritz Angst vor der Dunkelheit hatte, aber noch mehr Angst, es seinem Vater zu sagen. Er hatte nicht gesehen, wie Carmen auf dem Flur vor Moritzes Zimmer gesessen hatte, in der Nacht, als der Junge mit 14 Jahren 1 Stunde lang weinte, weil ein Schulkamerad ihm gesagt hatte, seine Mutter sei gestorben, weil er ein schlechter Sohn war. Carmen betrat das Zimmer nicht. Sie wusste, dass Moritz allein weinen musste, aber sie ging auch nicht. Sie blieb auf dem kalten Flur sitzen, bis das Weinen aufhörte und sie hörte, dass der Junge endlich einschlief. Nichts davon hatte er gesehen und an diesem Abend sah er auch nicht, was wichtig war. Carmen traf Moritz zum 3. Mal an diesem Abend, aber diesmal nicht in der Küche, sondern am inneren Korridor, der das Hauptwohnzimmer mit dem hinteren Garten verband, einem langen Gang mit Marmorboden und Bildern, die Roland gekauft hatte, weil der Innenarchitekt ihm gesagt hatte, sie seien eine gute Investition. Moritz stand am Fenster, das zum Seitengarten führte, mit leerem Glas in der Hand und dem Blick auf die Rosensträucher gerichtet, die Carmen jeden Dienstag goss. Sie ging schnell vorbei, den Kopf gesenkt und mit dem festen Schritt, den sie benutzte, wenn sie nicht bemerkt werden wollte. Dann drehte er sich um und sah sie. Carmen. Sie blieb stehen. Sie schloss die Augen für eine halbe Sekunde, öffnete sie wieder. »Moritz, ich habe dir schon gesagt, dass. Wie lange bist du schon hier auf dem Flur?« »Ungefähr 3 Sekunden«, antwortete sie mit einem missglückten Versuch von Leichtigkeit. »In diesem Haus?« sagte er. Carmen drückte das Tablett an ihre Brust. 7 Jahre. 7 Jahre, wiederholte Moritz, als wäre es das erste Mal, dass er diese Zahl laut aussprach. »Und in 7 Jahren, wie oft hat mein Vater dich gefragt, wie es dir geht?« »Stille. Das ist keine faire Frage«, sagte Carmen und blickte zu den Enden des Korridors, um sicherzustellen, dass niemand da war. »Es ist die einzige Frage, die zählt, Moritz.« Seine Stimme sank, wurde ernster. »Hör zu. Ich weiß, was du denkst, und ich verstehe, warum du es denkst.
aber heute Abend erwartet dein Vater etwas von dir und du musst. Ich kann keine von ihnen wählen. Die Worte fielen schwer auf den Korridorboden. Carmen sah ihn an. Er sah sie an, mit dieser Klarheit in den Augen, die sie immer verwirrt hatte, der Klarheit jemandes, der lange über etwas nachgedacht und endlich den Moment gefunden hatte, es auszusprechen. Moritz, diese Frauen sind. Es geht nicht um sie, unterbrach er ruhig. Es ist nicht, dass ich sie nicht mag. Valentina ist eine gute Person. Das habe ich bemerkt. Luise scheint auch vernünftig zu sein. Isabella ist berechnend. Aber das ist ein anderes Thema. Das Problem sind nicht sie. Was ist dann das Problem? Moritz sah sie lange an, und Carmen spürte, wie der Korridor kleiner wurde, wie der kalte Marmor unter ihren Dienstschuhen kälter war als zuvor, wie das Tablett, das sie an ihre Brust drückte, plötzlich schwer wurde. Das Problem, sagte Moritz, ist, dass ich bereits eine habe. Die Stille, die folgte, war eine, die physischen Raum einnahm, eine, die man berühren konnte, wenn man die Hand ausstreckte. Carmen sagte mehrere Sekunden lang nichts. Als sie sprach, war ihre Stimme fest, aber es kostete sie Mühe. Sag das nicht. Es ist die Wahrheit. Moritz, ich bin die Angestellte deines Vaters. Ich bin die Frau, die dein Haus putzt und dir das Frühstück macht. Und du bist die Person, die mir beigebracht hat, in Kursivschrift zu lesen, weil die Lehrerin es verlangte und ich es nicht konnte, und du bis 23 Uhr mit mir geübt hast. Seine Stimme wurde nicht lauter, sie behielt denselben ruhigen und vernichtenden Ton bei. Du bist die Person, die die 4 in Mathematik geheim hielt und mir unterrichtete, bis ich einen 9 bekam. Du bist die Person, die vor meinem Zimmer war in der Nacht, als ich wegen meiner Mutter weinte, obwohl du dachtest, ich wüsste es nicht. Carmen öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Wie wusstest du das? Fragte sie sehr leise. Ich sah deinen Schatten unter der Tür, sagte er, und bin dabei eingeschlafen. Eine weitere Stille, schwerer als die vorherige. Carmen spürte etwas in ihrem Hals, das sie sehr vorsichtig kontrollieren musste. Denn wenn sie es zulassen würde, würde es zu ihren Augen aufsteigen. Und das durfte nicht passieren. Nicht an diesem Abend, nicht hier. Moritz, sagte sie, diesmal hatte ihre Stimme den Ton, den sie benutzte, wenn sie wollte, dass er ihr zuhörte. Ernsthaft, hör mir gut zu. Was du fühlst, ist echt. Und ich verstehe es. Und was zwischen uns ist auf seine Weise auch echt. Aber es ist nicht das, was dein Vater heute Abend sucht. Und wenn du so etwas öffentlich sagst, wenn du etwas tust, was wird passieren? Dass du dich verletzt, sagte sie, und nebenbei verletzt du auch mich. Moritz sah sie an. Etwas blitzte in seinen Augen auf. Etwas, das gleichzeitig das Verständnis dessen war, was sie sagte, und der Widerstand, es zu akzeptieren. Ich möchte dich nicht verletzen, sagte er. Ich weiß. Carmen atmete. Deshalb bitte ich dich, heute Abend deinem Vater zu gehorchen. Wähle eine dieser Frauen oder sag ihm, dass du mehr Zeit brauchst, aber tu nichts das. Sie hielt inne. Sie hörte Schritte am Ende des Korridors. Jemand kommt. Geh, Moritz, bitte. Moritz blickte dorthin, woher die Schritte kamen. Dann sah er sie noch einmal an, mit diesem Ausdruck, den Carmen nicht entschlüsseln konnte und doch perfekt verstand. Er nickte, machte 2 Schritte in den Garten, und in diesem Moment bog Roland Vogel um die Ecke des Korridors. Er blieb stehen, als er sie sah. Seine Augen wanderten von Moritz zu Carmen mit der Geschwindigkeit und Präzision eines Scanners. Er kalkulierte den Abstand zwischen ihnen. 2 Meter oder vielleicht 1,5. Er las Carmens Ausdruck. Zu ernst, zu angespannt für ein Dienstgespräch. Und etwas in seinem Kiefer spannte sich an. »Was macht ihr hier?« fragte er. Seine Stimme war ruhig, hatte aber diesen Ton, den Moritz seit seiner Kindheit kannte, den Ton, der dem Donner vorausging. »Ich war auf dem Weg zur Küche«, antwortete Carmen, bevor Moritz sprechen konnte. Sie richtete ihr Tablett, nahm wieder die professionelle Haltung ein. »Ich habe den jungen Herrn gefragt, ob er etwas vom Buffet wünschte.« Roland sah seinen Sohn an. »Ich sagte nein, danke«, antwortete Moritz mit der gleichen Ruhe. Roland hielt den Blick seines Sohnes 3 Sekunden lang, die länger schienen. Dann wandte er den Blick Carmen zu, und etwas änderte sich in seinem Ausdruck. Es war kein Schreien. Roland schrie sein Personal nie an. Es war schlimmer. Es war eine Kälte, die die Temperatur jedes Raumes sinken ließ, indem sie sich ausbreitete. »Carmen«, sagte er mit der Stimme eines Geschäftsberichts, »die Gäste sind am Garten. Das Dessert hätte vor 15 Minuten serviert werden sollen. Gibt es einen Grund, warum Sie auf dem inneren Flur sind? Nein, Herr, ich gehe sofort. Gut, eine kurze chirurgische Pause. Und in Zukunft, wenn Moritz etwas braucht, steht Urs zur Verfügung, um ihm zu helfen. Sie bleiben heute Abend in der Küche.« Carmen nickte, senkte den Kopf, drehte sich um und ging mit gleichmäßigen Schritten zur Küche, ohne sich zu beeilen, denn sich zu beeilen hätte etwas gezeigt. Und Carmen hatte 7 Jahre lang gelernt, dass man in diesem Haus nichts zeigte,
was gegen einen verwendet werden konnte. Roland wartete, bis sie durch die Tür am Ende des Korridors verschwunden war. Dann wandte er sich seinem Sohn zu. »Wie lange habt ihr geredet?« »2 Minuten«, sagte Moritz. »Ich habe es dir schon gesagt. Sie hat mich etwas gefragt.« Moritz. Der Ton sank, wurde privater, gefährlicher. »Es sind 50 Leute in diesem Garten. 3 außergewöhnliche Frauen. Und du sprichst auf dem Flur mit der Angestellten. Sie kam vorbei und fragte mich etwas. Das ist kein Verbrechen.« Roland atmete durch die Nase, legte eine Hand auf die Schulter seines Sohnes mit einem Druck, der mehr Warnung als Zuneigung enthielt. »Heute Abend will ich deine Antwort«, sagte er. »Vor allem in einer halben Stunde.« Er drückte etwas fester. »Enttäusch mich nicht.« Er ließ die Schulter los, richtete seinen Anzug, kehrte mit erhobenem Glas und seinem Millionärslächeln in den Garten zurück. Moritz blieb einen Moment allein auf dem Flur. Dann blickte er zur Tür am Ende, die zur Serviceküche führte, wo das gelbe Licht hinter dem mattierten Glas noch brannte. Eine halbe Stunde. In der Küche stellte Carmen das Tablett mit einem stärkeren Aufprall auf die Theke, als sie beabsichtigt hatte. Heidi blickte sie vom Herd aus an. »Was ist passiert?« fragte die Köchin. »Nichts«, sagte Carmen. »Carmen, nichts, Heidi.« Sie zog die Handschuhe mit heftigeren Bewegungen als üblich an. »Wir müssen das Dessert herausbringen. Die Teller sind fertig.« Heidi beobachtete sie einen Moment länger mit den Augen einer Frau, die 20 Jahre am Haushaltsservice gearbeitet und gelernt hat, zu lesen, was die Leute nicht sagen. Dann kehrte sie ohne weitere Fragen zum Herd zurück. Carmen ordnete die Teller des exquisiten Milchdesserts mit Händen, die sie sich weigerte zittern zu lassen. Während sie das tat, während sie die essbaren Rosenblütenblätter auf jedem Teller anordnete, mit der Konzentration einer Person, die etwas zum Konzentrieren braucht, dachte sie an das, was Moritz ihr gesagt hatte. »Bin eingeschlafen, als ich sie ansah. 7 Jahre. Und Roland Vogel hatte sie in diesen 7 Jahren nie gefragt, wie es ihr gehe.« Carmen nahm das Tablett mit dem Dessert, richtete ihre Schürze und verließ die Küche in Richtung des beleuchteten Gartens, wo 50 Leute auf das Dessert warteten und Roland Vogel auf die Entscheidung wartete, die das Leben aller verändern würde. Oder das glaubte er. Der explosive Moment. Es gibt Momente am Leben, die man spürt, bevor sie eintreten, so wie der Himmel diese seltsame grüne Farbe annimmt vor einem Sturm und die Luft stillsteht und die Vögel verstummen. Der Körper weiß es zuerst, der Geist braucht etwas länger, um aufzuholen. Carmen spürte diesen Moment kommen, als Roland Vogel den Butler bat, alle Gäste am Zentralgarten zu versammeln. Es war 15 Uhr, die Desserts waren bereits serviert. Das Orchester hatte die Lautstärke so weit reduziert, dass es nur noch ein musikalisches Hintergrundrauschen war. Die Hängelampen zwischen den Bäumen schwankten leicht am Windhauch, der aus dem Westen gekommen war. Frisch und ohne Erlaubnis. Wie die Dinge eben kommen, die etwas verändern werden. Urs war derjenige, der die Bewegung der Gäste mit der stillen Effizienz der Jahre organisierte. Er führte sie aus den verschiedenen Ecken des Gartens in den zentralen Bereich, wo die Stühle in einem Halbkreis vor dem Sandsteinbrunnen aufgestellt waren. 50 Personen gehorchten mit der Selbstverständlichkeit, mit der reiche Gäste gehorchen, wenn Gehorsam Spektakel verspricht. Carmen sammelte leere Gläser am südlichen Ende des Gartens ein, als sie die Bewegung sah. Sie blieb stehen, 3 Gläser in der Hand, und beobachtete, wie sich die Gäste neu formierten, wie die 3 Kandidatinnen ihre Plätze in der ersten Reihe einnahmen, mit der Haltung von Schauspielerinnen, die auf den Beginn eines Stücks warten, wie Roland sich in die Mitte stellte, mit einem Glas Whisky in der rechten Hand und der Zufriedenheit eines Mannes, der kurz davor steht, den besten Deal seines Lebens abzuschließen. Und dann suchte sie Moritz. Sie fand ihn am gegenüberliegenden Ende des Gartens, fast im Schatten, die Arme verschränkt und die Augen auf seinen Vater gerichtet. Sein Kiefer war angespannt und seine Haltung verriet jemanden, der eine Entscheidung trifft oder bereits getroffen hat und die Konsequenzen abwägt. Carmen spürte, wie die Luft stillstand. »Freunde«, begann Roland und hob sein Glas zum Halbkreis der Gäste mit dem leichten Lächeln des Mannes, der an Toasts und Reden gewöhnt ist. Dieser Abend war ein perfekter Abend, wie immer in diesem Haus. Wertschätzendes Lachen, aber wie Sie wissen, habe ich Sie nicht nur zum Abendessen hierher versammelt. Ich habe Sie versammelt, weil es Momente am Leben gibt, die Zeugen verdienen, Momente, an die man sich erinnert. Kalkulierte Pause. Roland war ein guter Redner, wenn er es wollte. Mein Sohn Moritz ist letzten Monat 18 geworden. Er ist ein Mann. Und als Mann muss er verstehen, dass wichtige Entscheidungen mit Verstand, mit Urteilsvermögen und unter der Anleitung von Erfahrenen getroffen werden. Er blickte dorthin, wo sein Sohn stand. »Moritz, komm her.« Alle Augen richteten sich auf Moritz. Der Junge ging vom Ende des Gartens zur Mitte. Jeder Schritt auf dem Kies knirschte leicht unter seinen Schuhen. Er ging ohne Eile, ohne zur Seite zu schauen, die Hände aus den Taschen genommen
und an den Seiten hängen lassend. Carmen folgte ihm mit den Augen von ihrem Platz zwischen den Rosensträuchern. Moritz kam neben seinem Vater an und blieb stehen. Roland legte ihm eine Hand auf die Schulter. Für die Gäste eine Geste väterlicher Zuneigung, für diejenigen, die ihn gut kannten, ein Zeichen von Besitz. Heute Abend bitte ich dich, allen Anwesenden hier zu sagen, welche dieser 3 außergewöhnlichen Frauen, er zeigte mit einer weiten Geste auf die Kandidatinnen, du besser kennenlernen möchtest. Als Möglichkeit, als ersten Schritt. Leises Gemurmel, jemand seufzte vor Emotion. Isabella Brunner in der ersten Reihe verschränkte die Hände auf dem Schoß mit perfekter Gelassenheit und einem Lächeln, das genau die richtige Größe hatte. Moritz sah die 3 Frauen an. Er sah sie wirklich an, eine nach der anderen, mehrere Sekunden lang. Valentina, in ihrem roten Kleid und ihren Augen, die etwas Ähnliches wie Ehrlichkeit zurückgegeben hatten. Luise, gelassen und effizient, die nie vorgegeben hatte, etwas zu sein, was sie nicht war. Isabella, perfekt und undurchdringlich, die den ganzen Abend für ein Publikum von einem gespielt hatte. Der Garten war völlig still. Roland drückte leicht die Schulter seines Sohnes und Moritz begann zu gehen. Die ersten beiden Schritte zielten auf die KandidatInnen. So sahen es alle. So interpretierte es Roland, dessen Kiefer sich leicht entspannte. So verstand es Isabella, die unmerklich die Luft ausstieß, die sie angehalten hatte. Der 3. Schritt war geradeaus, der 4. leicht nach rechts. Der 5. war, als Roland die Stirn runzelte. Denn Moritz ging nicht auf die Stühle der Kandidatinnen zu, er ging in die entgegengesetzte Richtung, zum südlichen Ende des Gartens, zu den Rosensträuchern, zu dem Ort, wo eine Frau mit weißer Schürze und gelben Handschuhen 3 leere Gläser hielt und ihn mit weit geöffneten Augen und dem Ausdruck eines Menschen ansah, der etwas sieht, das nicht passieren kann. Der Garten hielt den Atem an. Moritz ging zu Carmen, blieb vor ihr stehen und ohne noch ein einziges Wort zu sagen, nahm ihr vorsichtig die 3 Gläser aus den Händen, drehte sich zum nächsten Kellner um und gab sie ihm. Dann sah er sie wieder an. Carmen war wie gelähmt. Ihre Arme waren leicht erhoben an der Stelle, wo die Gläser gewesen waren, als hätte ihr Körper noch nicht registriert, dass sie nicht mehr hielt. Ihre Augen suchten seine mit einer Mischung aus Panik, Ungläubigkeit und etwas Tieferem, das keinen einfachen Namen hatte. Moritz, flüsterte sie kaum hörbar. Nein. Er streckte ihr die Hand entgegen, die Handfläche schweigend nach oben. Im Halbkreis der Gäste atmete niemand. Die 3 Kandidatinnen waren zu Festtagsstatuen erstarrt. Isabellas Kiefer war leicht gesenkt, kaum einen Zentimeter, gerade genug, damit jemand, der sie kannte, wusste, dass sie die Kontrolle über ihren Ausdruck verloren hatte. Valentina sah die Szene mit weit geöffneten Augen und etwas, das in einem anderen Kontext wie Erleichterung ausgesehen hätte. Luise hatte keinen Muskel gerührt. Roland Vogel war bleich. Carmen sah Moritz' ausgestreckte Hand an. Dann sah sie ihn an. Dann sah sie den von Menschen erfüllten Garten an, der sie beobachtete. Dann wieder auf die Hand. Moritz, wiederholte sie, und diesmal war ihre Stimme ein Faden. Bitte, tu das nicht. Es ist bereits geschehen, sagte er mit einer Ruhe, die das gelassenste und zerstörerischste war, das Carmen je in ihrem Leben gehört hatte. Und dann nahm er ihre Hand. Es war keine dramatische Geste. Es gab keine Musik, die lauter wurde, kein Licht, das sie besonders beleuchtete. Es war nur Moritz, der Carmens Hand in seine nahm, die Finger um die gelben Handschuhe, die sie vergessen hatte auszuziehen, und sich zu den 50 Gästen drehte, die sie in Grabesstille ansahen. Das hier, sagte Moritz mit klarer, fester Stimme, laut genug, damit alle es hörten, ist die einzige Mutter, die ich je hatte. Die Stille, die folgte, dauerte genau 4 Sekunden. Danach explodierte der Garten, nicht in Applaus, sondern in Stimmen, in Gemurmel, das zu Ausrufen wurde, in Fragen, die niemand beantwortete, in der nervösen Bewegung von 50 Menschen, die nicht wussten, wohin sie ihre Augen richten sollten. Jemand stieß ein kurzes, unbeholfenes Lachen aus, das allein starb. Jemand anderes sagte, was? Zu laut. Eine Dame aus der 2. Reihe legte sich die Hand vor den Mund. Isabella Brunner stand von ihrem Stuhl auf. Sie schrie nicht. Isabella war zu kontrolliert, um in der Öffentlichkeit zu schreien, aber die Maske der Gelassenheit war auf eine Weise zerbrochen, die sie nicht verbergen konnte. Ihr Hals war leicht gerötet, die Lippen zu einer feinen Linie gepresst, und die Augen zeigten einen Ausdruck, der reine Wut war, bedeckt von einer sehr dünnen Schicht von Fassung. Das ist ein Witz, sagte sie mit leiser, scharfer Stimme zu Roland. Roland antwortete nicht. Er sah seinen Sohn mit einem Ausdruck an, den Carmen von ihrem Platz aus nicht ganz entschlüsseln konnte. Es war etwas, das Wut mit Demütigung, mit etwas Älterem und Komplizierterem vermischte, das keiner von beiden noch benennen konnte. Roland, sagte Isabella, einen Ton höher. Das ist eine Beleidigung für mich, für Valentina, für Luise, für alle, die heute Abend hier sind. Isabella, begann jemand neben ihr. Nein,
Diesmal erhob sie die Stimme, obwohl sie sich davor hütete, die Kontrolle vollständig zu verlieren. Man hat uns hierher eingeladen, als wären wir wichtige Personen. Man hat uns in dieses Haus gebracht, uns vor aller Welt vorgestellt. Und jetzt stellt sich heraus, dass. Sie machte eine Geste auf Carmen zu, die fast ein Schlag in die Luft war. Stellt sich heraus, dass die Konkurrenz die Angestellte war, die Hausangestellte. Das sind wir also, das ist unser Wert. Der Garten verfiel wieder in Stille, aber jetzt war es anders. Es war die Stille derer, die warten, um zu sehen, was als nächstes passiert, weil sie es nicht mehr vorhersagen können. Carmen wollte Moritz' Hand loslassen. Sie wollte sich umdrehen und in die Küche gehen und nicht wieder herauskommen, bis alle gegangen waren und der Garten leer war und die Welt wieder die Größe und Form hatte, die sie kannte. Sie wollte unsichtbar sein, was sie in diesem Haus 7 Jahre lang gelernt hatte. Aber Moritz ließ ihre Hand nicht los. Und Carmen, die nie in ihrem Leben am Mittelpunkt gestanden hatte, blieb still stehen. Roland Vogel bewegte sich. Er durchquerte den Garten mit langen, kontrollierten Schritten, das Glas Whisky noch in der Hand, obwohl er es nicht mehr wie ein festliches Accessoire hielt, sondern als bräuchte er etwas zwischen den Fingern, um sie nicht anders zu benutzen. Er blieb vor Moritz stehen, vor Carmen, sah sie beide an. »Lass ihre Hand los«, sagte er zu seinem Sohn. Leise Stimme, Temperatur unter 0. »Nein«, sagte Moritz. 1 Sekunde. 2. Moritz. Der Name als letzte Warnung. »Nein, Papa.« Roland wandte den Blick Carmen zu. Und Carmen, die 7 Jahre lang gelernt hatte, unter dem Blick dieses Mannes standzuhalten, zwang sich, die Augen nicht zu senken, obwohl jede Faser ihres Körpers es ihr befahl. »Carmen«, sagte Roland, und seine Stimme war perfekt ruhig, so wie die Dinge ruhig sind, die nicht schreien müssen, weil sie bereits gewonnen haben. »Packen Sie Ihre Sachen heute Abend. Morgen früh sind Sie nicht mehr in diesem Haus.« Der Garten sog die Luft ein. Carmen spürte, wie sich etwas in ihrer Brust öffnete. Es war keine Überraschung. Irgendwo, wo sie es nicht gerne zugab, hatte sie es gewusst, seit Moritz ihr die Hand gereicht hatte. Sie hatte es schon vorher gewusst, aus der Küche, vom Flur, vielleicht schon seit Monaten oder Jahren, seit dem ersten Tag, an dem sie verstand, dass das, was sie für diesen Jungen empfand, komplizierter war als die einfache Zuneigung einer Frau, die ein fremdes Kind betreut. »Ja, Herr«, sagte Carmen. »Carmen, nein«, sagte Moritz sofort und drehte sich zu ihr um. »Moritz«, begann sie, »gehen Sie nicht. Sie müssen nicht gehen. Das ist das Haus deines Vaters«, sagte Carmen mit einer Ruhe, die sie mehr kostete, als irgendjemand in diesem Garten je wissen würde. »Ich lebe hier, weil er es mir erlaubt. Und wenn er entscheidet, das nicht. Es ist seine Entscheidung«, sagte Moritz und sah seinen Vater an. »Das ist es«, antwortete Roland, ohne sich zu bewegen. »Solange du unter diesem Dach wohnst, Moritz, ist alles in diesem Haus meine Entscheidung, einschließlich des Personals.« Die 3 sahen sich einen Moment lang an, der mehr wert war als die gesamte Rede, die Roland für den Abend vorbereitet hatte. Und dann, von der ersten Reihe des Halbkreises, nahm Isabella Brunner ihre Tasche mit einer trockenen Bewegung vom Boden und ging ohne ein weiteres Wort zum Ausgang des Gartens. Valentina sah sie gehen und rührte sich nicht. Luise hatte die Augen auf Moritz gerichtet, mit einem schwer zu deutenden Ausdruck, der aber keine Wut war. Einer nach dem anderen begannen die Gäste sich zu bewegen. Die Gespräche kehrten leise zurück, mit der nervösen Energie derer, die etwas miterlebt haben, das sie noch nicht verarbeiten können. Der Butler Urs tauchte aus dem Nichts auf und begann, die Leute mit diskretem Gemurmel und sanften Gesten zum Ausgang zu führen. In 5 Minuten war der Garten leer. 3 Personen blieben übrig. Roland, Moritz, Carmen, und die Hängelampen zwischen den Bäumen schwankten weiter, ohne zu wissen, dass sich die Welt verändert hatte. Der Preis der Wahrheit. Der leere Garten hat eine besondere Art, die Stille zu verstärken. Wenn 50 Leute gleichzeitig gehen, gehen sie nicht ganz. Sie hinterlassen den gemischten Duft, halbgeleerte Gläser, leicht verschobene Stühle, Aschenbecher mit Resten teurer Zigarren. Sie hinterlassen den Beweis, dass hier etwas geschehen ist und nicht so endete, wie erwartet. Roland Vogel sah diesen Garten einen langen Moment lang an, das Whiskyglas in der Hand und den Rücken zu seinem Sohn und Carmen, als bräuchte er ein paar Sekunden, um die Welt neu zu ordnen, bevor er sich umdrehte und sich ihr stellte. Als er sich umdrehte, war sein Ausdruck wie immer, kontrolliert, fest, ohne sichtbare Risse. Der Ausdruck von Geschäftstreffen, schwierigen Verhandlungen, Entscheidungen, die Hunderte von Menschen betrafen, ohne dass seine Stimme zitterte. Sie hatten ihn zu einem Mann gemacht, der nicht zeigte, was er fühlte, bis er beschloss, es zu zeigen. Und an diesem Abend hatte er beschlossen, nichts zu zeigen. »Carmen«, sagte er mit der gleichen klinischen Ruhe wie zuvor, »ich habe Ihnen die Anweisung gegeben. Packen Sie Ihre Sachen.« Carmen nickte. Es war etwas in ihr, das sich gesetzt hatte. Eine Art Gelassenheit, die keine Resignation war,
sondern die Ruhe einer Person, die den Punkt der Nichtumkehrbarkeit überschritten hat und keine Angst mehr vor dem hat, was auf der anderen Seite liegt. »Ja, Herr«, antwortete sie. »Nein«, sagte Moritz. Beide sahen ihn an. Der Junge hatte Carmens Hand irgendwann in den letzten Minuten losgelassen, stand aber immer noch neben ihr, die Schultern gerade und die Augen auf seinen Vater gerichtet. Es war keine Wut in seinem Gesicht. Es war etwas Schwereres zu handhaben. Ruhige Entschlossenheit. Die Art von Entschlossenheit, die nicht verhandelt wird, weil sie nicht aus Wut kommt, sondern aus einem viel tieferen Ort. »Sie geht nicht«, sagte Moritz. »Und bevor du weitere Anweisungen gibst, Papa, musst du mir zuhören.« »Moritz, es ist genug für heute Abend. Wir reden morgen.« »Nein, heute Abend.« Roland sah ihn eine Sekunde lang an. Etwas am Ton seines Sohnes veranlasste ihn, nicht sofort zu antworten. Und diese Stille war der Raum, den Moritz brauchte. Er begann zu sprechen, ohne zu schreien, ohne zu gestikulieren. Mit stillen Händen an den Seiten und der Stimme in derselben Lautstärke wie das Murmeln des Brunnens, der am Hintergrund des Gartens weiter plätscherte, als wäre nichts geschehen. »Ich war 8 Jahre alt, als ich am Oktober Fieber bekam. Erinnerst du dich?« Roland antwortete nicht. 40 Grad, 3 Tage lang. Du warst in Genf. Eine kurze Pause. Es war Carmen, die diese 3 Nächte bei mir war, die mir die kalten Tücher auf die Stirn legte, die Brühe wärmte und dafür sorgte, dass ich sie trank, obwohl ich nicht wollte, die auf dem Sessel in meinem Zimmer schlief, um mich zu hören, wenn ich aufwachte. Roland sagte immer noch nichts, aber etwas in seiner Haltung hatte sich leicht verändert. Das bemerkte Carmen, die ihn nach 7 Jahren gut genug kannte, um diese Millimeter zu lesen. »Ich war 12, als ich die Mathematikprüfung nicht bestand«, fuhr Moritz mit derselben Ruhe fort. »Ich hatte 4. Ich hatte Angst, es dir zu sagen, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Carmen half mir 2 Stunden lang an diesem Nachmittag in der Küche an einem Spiralheft. Sie sagte dir nichts. 1 Monat später bekam ich eine 9. Ich habe es dir nie erzählt, weil sie mich darum gebeten hat. Sie sagte, es sei eine Sache zwischen uns. Carmen schloss die Augen für einen Moment, öffnete sie wieder. Ich war 14, als ein Schulkamerad mir sagte, meine Mutter sei gestorben, weil ich ein schlechter Sohn war. Moritz' Stimme brach nicht, aber sie sank einen Ton tiefer, wurde intimer. Diese Nacht weinte ich in meinem Zimmer 1 Stunde lang. Du warst nicht da. Carmen war da, sie kam nicht herein. Ich weiß, dass sie darüber nachdachte, weil ich sie kenne. Und ich weiß, dass sie auch dachte, ich müsse allein sein, aber sie ging nicht. Sie blieb draußen vor meiner Tür auf dem Boden, bis ich einschlief. Ich sah ihren Schatten die ganze Nacht. Roland hatte aufgehört, seinen Sohn anzusehen. Er blickte auf einen unbestimmten Punkt zwischen den beiden, irgendeinen Ort auf dem Kiesboden des Gartens, wo nichts war, aber der besser war, als in diesem Moment etwas anderes anzusehen. Ich war 15, als ich beim Lernen für die Aufnahmeprüfung einschlief. Carmen weckte mich um 6 Uhr morgens mit dem Frühstück und ging 1 Stunde lang mit mir die Themen durch, die ich am Vorabend am Buch markiert hatte. Diese Prüfung habe ich bestanden. Du kamst an diesem Abend zum Abendessen und sagtest, es sei das Mindeste, was von einem Vogel erwartet werde. Pause. Sie sagte, sie sei stolz auf mich. Es war das erste Mal, dass mir das jemand sagte. Der Garten war völlig still. Selbst die Brise hatte aufgehört. Du könntest weitermachen, Papa, sagte Moritz. Ich könnte 1 Stunde lang Dinge erzählen, die in diesem Haus passiert sind, während du nicht da warst oder da warst, aber nicht gesehen hast. Aber das werde ich nicht tun, weil ich dich nicht schlecht fühlen lassen möchte. Eine Pause. Was ich aber möchte, ist, dass du verstehst, warum ich heute Abend getan habe, was ich getan habe. Roland hob langsam den Blick, sah seinen Sohn an. Sein Kiefer war angespannt und etwas anderes. Etwas, das mit großer Mühe durch die Risse der perfekten Maske drang. Es war noch keine Reue, es war der Vorläufer der Reue. Der Moment, in dem man anfängt zu sehen und noch nicht akzeptiert, was man sieht. Ich habe keine dieser Frauen gewählt, fuhr Moritz fort, weil keine von ihnen in meinem Leben war. Keine von ihnen mich kennt. Keine weiß, wie ich meinen Kaffee trinke oder dass ich Gewitter fürchte, obwohl ich so tue, als wäre es nicht so, oder dass ich das erste Mal ein ganzes Buch gelesen habe, weil Carmen mit mir um ein Mango Glaze gewettet hat, dass ich es nicht in einer Woche beenden kann. Etwas bewegte sich in seinen Augen. Ich habe keine von ihnen gewählt, weil ich mich schon vor Jahren entschieden habe, nur hat mich bis heute niemand gefragt. Stille. Roland Vogel, der Mann, der ein Imperium aus dem Nichts aufgebaut hatte, der Konkurse und Verrat und den Tod seiner Frau mit angespanntem Kiefer und Blick nach vorne überlebt hatte, erkannte in diesem Moment etwas, das sich weder monetarisieren, noch verhandeln, noch mit einer guten Strategie zurückgewinnen ließ. Dass, während er die Welt aufbaute, die er seinem Sohn hinterlassen wollte, jemand anderes sein Inneres aufgebaut hatte,
Und diese jemand war keine der 3 eleganten Frauen, die an diesem Abend beleidigt durch seine Gartentür gegangen waren. Das Klopfen an der Tür riss ihn aus dem Garten, den er sah, ohne zu sehen. »Herein«, sagte er, ohne sich umzudrehen. Es war Moritz. Er trat ein und schloss die Tür vorsichtig. Er blieb in der Mitte des Arbeitszimmers stehen, ohne sich dem Schreibtisch zu nähern, ohne sich zu setzen, einfach stehend, die Hände in den Taschen und die Augen auf den Rücken seines Vaters gerichtet. »Was hast du in der Hand?« fragte Moritz und bemerkte die Papiere, die Roland noch hielt. Roland drehte sich um, hob die Papiere leicht an. »Du hast sie hier gelassen.« Moritz sah die Kiste an, runzelte leicht die Stirn. »Nein, ich habe sie in meinem Zimmer. Ich hatte sie immer dort.« Sie sahen sich an. Beide kamen gleichzeitig zur gleichen Schlussfolgerung. Urs vielleicht. Oder die Bewegung des Personals während des Abends. Oder vielleicht Carmen selbst, obwohl Roland das noch nicht wissen konnte. »Sie sind von Carmen«, sagte Roland. »Es war keine Frage.« »Ja«, bestätigte Moritz. Roland sah die Papiere noch einmal an. Dann legte er sie vorsichtig auf den Schreibtisch. Mit derselben Sorgfalt, mit der man Dinge ablegt, deren Wert man spät erkannt hat. »Setz dich«, sagte er. Moritz rührte sich nicht. »Wozu?« »Zum Reden. Setz dich, Moritz.« Der Junge ging zum Sessel am Kamin, demselben, auf dem sein Vater mit dem Whisky und den Gedanken gesessen hatte, und setzte sich an den Rand, den Rücken gerade und die Augen auf Roland gerichtet. Roland setzte sich nicht. Er blieb am Schreibtisch stehen in einer Haltung, die anders war als die I am Garten, irgendwie kleiner. Nicht I am physischen Sinne, sondern I am Sinne jemandes, der etwas heruntergelassen hat, das er zu hoch getragen hatte. »Was du heute Abend gesagt hast«, begann er, »war.« Er suchte ein echtes Wort für eine Sekunde, und das war bereits ungewöhnlich für einen Mann, der immer das richtige Wort parat hatte. Es war schwer zu hören. »Ich weiß«, sagte Moritz. »Nicht, weil es gelogen war«, fuhr Roland fort, »und das kostete mehr, sondern weil es wahr war.« »Stille, ich habe nachgedacht«, sagte Roland und ging wieder zum Fenster, unfähig stillzustehen, darüber, wie viele Dinge ich nicht gesehen habe, wie oft ich in diesem Haus war und doch nicht da war. Eine Pause. Deine Mutter starb, und ich beschloss, dass die Art, sie zu ehren, darin bestand, mehr aufzubauen, mehr zu arbeiten, dir eine Welt zu hinterlassen, die wertvoll war. Er drehte sich um. Es kam mir nicht in den Sinn, dass das, was du brauchtest, nicht die Welt war, sondern dass jemand da war. Moritz antwortete nicht sofort. Als er es tat, war seine Stimme ruhiger als ihr am Garten, als hätte die vergangene Zeit etwas gemildert. »Ich mache dir keine Vorwürfe, Papa. Ich habe dir nie Vorwürfe gemacht. Ich weiß, das ist fast schlimmer.« Draußen, am Flur, der zu den Personalzimmern führte, nahm Isabella Brunner ihre Tasche von der Garderobe, wo sie bei der Ankunft abgelegt hatte, während Rolands Assistentin sie von der Tür aus mit dem neutralen Ausdruck einer Angestellten beobachtete, die keine Meinung äußert. Isabella hatte Roland vor ihrer Abreise sprechen wollen. Die Assistentin hatte ihr gesagt, Herr Vogel sei beschäftigt. Isabella hatte darauf bestanden. Die Assistentin hatte dasselbe mit genau demselben Ton wiederholt. Und etwas in diesem Ton, die absolute Gelassenheit einer Person, die Anweisungen hat und nicht beabsichtigt, sie zu missachten, hatte Isabella gesagt, dass sie Roland an diesem Abend nicht mehr sehen würde. Sie trat mit klappernden Absätzen auf den Marmorflur und die Tasche fest unter den Arm geklemmt. Bevor sie die Haupttür erreichte, kam sie an Heidi, der Köchin, vorbei, die eine Kiste mit Gläsern zur Küche trug. »Sagen Sie Ihrem Chef«, sagte Isabella leise, aber perfekt hörbar, dass mir in 20 Jahren Geschäftsbeziehungen mit Männern noch nie so etwas widerfahren ist. Heidi sah sie ruhig an. »Das werde ich ausrichten, gnädige Frau«, antwortete sie und ging weiter. Isabella trat durch die Haupttür, und die Zürcher Nacht empfing sie mit dem entfernten Rauschen des Verkehrs und den Lichtern der Hügel und der besonderen Kälte der Höhe, die sich zu dieser Stunde bereits auf den Schultern bemerkbar machte. Sie stieg in ihr Auto, sagte dem Chauffeur, er solle losfahren. Und während die Villa Vogel am Rückspiegel des Autos kleiner wurde, biss Isabella Brunner die Zähne zusammen und verstand mit der Wut einer Person, die nie verliert, dass sie diesmal verloren hatte und dass sie es an jemanden verloren hatte, der nicht einmal mitgemacht hatte. Das war das Schwerste zu schlucken. In der Serviceküche hatte Carmen angefangen, die Schürze langsam, vorsichtig zusammenzulegen, als wäre es wichtig, wie man die Dinge zusammenlegt, die man ihr im Begriff ist, zurückzulassen. Sie legte die Schürze zusammen, legte sie auf die Theke, dann zog sie die gelben Handschuhe aus und legte sie daneben. 7 Jahre in dieser Küche, 7 Jahre in diesem Haus. Sie kannte jeden Riss am Marmor, jedes Quietschen der zweiten Schublade, den genauen Zeitpunkt des Tages, an dem das Licht durch das Fenster fiel und auf die Theke traf, sodass alles, was es berührte, golden wurde. Sie würde dieses Licht vermissen. Sie sah auf, als sie Schritte auf dem Korridor hörte. Es waren nicht Moritz' Schritte, die kannte sie auswendig.
Länger jetzt als Kind. Sicherer. Auch nicht die von Urs, der mit dem gleichmäßigen Rhythmus eines effizienten Butlers ging. Es waren Rolands Schritte. Er blieb an der Küchentür stehen, sah die zusammengelegte Schürze auf der Theke, sah die Handschuhe, sah Carmen. Sie sah ihn an. »Herr Vogel«, sagte sie natürlich, »ich bin fast fertig mit Aufräumen.« Roland antwortete nicht sofort. Er betrat die Küche, was Carmen in 7 Jahren an einer Hand abzählen konnte, und blieb an der Tür stehen, in der Haltung jemandes, der nicht genau weiß, wie er in diesem Raum sein soll. »Wie lange haben Sie darauf gewartet, dass ich Ihnen etwas sage?« fragte Carmen. Sie sah ihn an, ohne es ganz zu verstehen. »Wie meinen Sie?« »Im Allgemeinen«, sagte Roland. »In 7 Jahren. Wie lange haben Sie darauf gewartet, dass ich Ihnen etwas sage?« Carmen brauchte einen Moment, um zu antworten. »Ich habe nichts erwartet, Herr.« »Das ist es ja«, sagte Roland und blickte auf die Theke, die zusammengelegte Schürze, die gelben Handschuhe. Genau das ist das Problem. Und in diesem Moment, bevor einer von beiden etwas weiteres sagen konnte, kamen Moritz' Schritte auf dem Korridor an, und der Junge erschien in der Küchentür, blickte seinen Vater und Carmen mit einem Ausdruck an, der gleichzeitig Überraschung und etwas Ähnliches wie verhaltene Hoffnung war. Die 3 in derselben Küche, zum ersten Mal seit 7 Jahren. Die Mutter, die sie immer war. Es gibt Worte, die man nicht einüben kann. Man kann Reden vorbereiten, Argumente strukturieren, den Moment und den Ton und das richtige Licht wählen, aber es gibt Dinge, die nur herauskommen, wenn der Stolz sich endlich müht, sich allein zu halten und nachgibt. Nicht, weil jemand ihn drängt, sondern weil er seine eigene Last nicht mehr tragen kann. Roland Vogel sah Carmen in dieser Küche, die mehr ihr gehörte als jeder anderen Person in diesem Haus, und verstand, dass er 7 Jahre lang der Besitzer des Ortes gewesen war, an dem jemand lebte, die seinem Sohn das gegeben hatte, was er ihm nicht hatte geben können, und die ihm nie, kein einziges Mal in diesen 7 Jahren gedankt hatte. »Carmen«, sagte er. Sie sah ihn an. Er wartete. »Ich möchte Sie um Verzeihung bitten.« Die Stille, die folgte, war keine, die unbehaglich war, sondern eine, die reinigte. Carmen sagte nicht sofort etwas. Nicht, weil sie nichts zu sagen gehabt hätte, sondern weil, wenn jemand etwas sagt, das seit Jahren ungesagt geblieben ist, die Worte landen dürfen, bevor etwas anderes kommt. »Was heute Abend am Garten geschah«, fuhr Roland fort, »hätte nicht so geschehen dürfen. Nicht auf diese Weise, vor allen, was ich Ihnen vor meinen Gästen, vor meinem Sohn gesagt habe.« Er machte eine Pause, die ihn etwas kostete. »Das war nicht richtig. Sie hätten mir nicht vor allen sagen müssen, dass ich gehen soll«, sagte Carmen ruhig, ohne Groll in der Stimme, aber auch ohne die Wahrheit zu verhehlen. »Das hat mich verletzt, Herr.« »Ich weiß«, Moritz sagte von der Tür aus nichts. Er sah seinen Vater mit den Augen jemandes an, der etwas sah, das er an diesem Abend nicht erwartet hatte und sich nicht bewegen wollte, um es nicht zu unterbrechen. »Ich bin nicht gekommen, um Sie zu bitten, als Angestellte zu bleiben«, sagte Roland. Und dann tat er etwas, das Carmen ihm in 7 Jahren noch nie hatte tun sehen. Er senkte einen Moment den Blick, als müsste er die Worte auf dem Boden dieser Küche finden, die sie jeden Donnerstag putzte. »Ich bin gekommen, um Sie zu bitten, zu bleiben, weil dies auch Ihr Zuhause ist, weil das, was Sie Moritz gegeben haben.« Die Stimme änderte sich, wurde rauer, realer. »Niemand wird es mir zurückgeben. Niemand kann mir diese Jahre zurückgeben, aber was ich tun kann, ist es anzuerkennen, Sie anzuerkennen und Sie zu bitten, nicht zu gehen.« Carmen sah ihn einen langen Moment an. Dann sah sie Moritz an, der sie von der Tür aus mit leuchtenden Augen und angespanntem Kiefer ansah, wie jemand, der etwas sehr Grosses in einem sehr kleinen Raum zurückhält. Dann wandte sie sich wieder Roland zu. »Warum?« fragte sie. Und die Frage war ehrlich, ohne Hintergedanken. »Warum jetzt? Was hat sich heute Abend geändert?« Roland antwortete nicht sofort. Er ging zur Theke, nahm die Briefe, die er aus dem Arbeitszimmer mitgebracht hatte. Er hatte sie unbewusst getragen, als hätten die Finger die Entscheidung vor dem Kopf getroffen, und legte sie auf die Holzoberfläche. Carmen sah sie an, erkannte die Kiste, erkannte ihre eigene Schrift auf dem obersten Blatt. »Ich habe sie am Arbeitszimmer gefunden«, sagte Roland. »Ich weiß nicht, wie sie dorthin gelangt sind, aber ich habe sie gelesen.« Carmen sah die Briefe einen Moment an, dann sah sie ihn an. »Die sind privat, ich weiß.« Roland schob sie sanft zu ihr. »Deshalb gebe ich sie Ihnen zurück. Aber ich musste wissen, dass ich sie gelesen habe, dass ich verstanden habe, was sie sind. Und was sind sie?« »Sie sind das, was ein Vater hätte schreiben sollen«, sagte Roland. Und diesmal zitterte die Stimme nicht, aber es war knapp. Moritz trat in die Küche, sagte nichts, ging zu Carmen und umarmte sie einfach, die Arme um ihre Schultern, so wie man jemanden umarmt, der ein Leben lang da war, der den Geruch seiner Kleidung und den Rhythmus seiner Atmung kennt und den genauen Ort, an dem man den Kopf anlehnt, ohne zu fragen. Carmen schloss die Augen,
Und dann geschah, was den ganzen Abend nicht hatte geschehen können. Der Knoten I am Hals, den sie stundenlang kontrolliert hatte, während des Gartens voller Menschen und der Demütigung vor allen und des kalten Flurs und des Gesprächs in der Küche und der zusammengelegten Schürze auf der Theke, dieser Knoten löste sich endlich. Sie weinte nicht dramatisch. Es war nicht das Weinen aus Telenovelas, mit zuckenden Schultern und Schluchzen, das den Raum erfüllte. Es war etwas Leiseres und Realeres. 2 Tränen, die schnell über ihre Wangen liefen, während Moritz sie hielt, und ein langer Seufzer, der das Geräusch jemandes war, der endlich etwas loslässt, das er zu lange getragen hatte. Roland sah sie von der anderen Seite der Theke an. Und dann tat er etwas, das Moritz auch nicht erwartet hatte. Er machte 2 Schritte auf sie zu und legte eine Hand auf Carmens Schulter. Nur das, eine feste und gleichzeitig unbeholfene Hand. Die Hand eines Mannes, der solche Gesten nicht oft geübt hat und es weiß. »Bleiben Sie«, sagte Roland leise. »Bitte.« Carmen hob das Gesicht von Moritz' Schulter, wischte sich die Wangen mit dem Handrücken ab, sah Roland direkt an. »Wenn ich bleibe«, sagte sie, »dann bleibe ich nicht als Angestellte.« »Nein«, stimmte Roland zu, »nicht als Angestellte.« »Wie dann?« Roland suchte das richtige Wort, fand es, obwohl es ihn etwas kostete, als Teil dieser Familie. An diesem Abend, lange nachdem Urs den Garten fertig aufgeräumt und die Hängelampen ausgeschaltet und die weißen Korbsessel verstaut hatte, als die Villa in Zollikon still wurde und Zürich draußen mit seinem üblichen Lärm weiterleuchtete, saß Carmen an der Küchentheke mit einer Tasse Tee in den Händen. Sie hatte ihre Sachen nicht gepackt. Die Schürze lag immer noch zusammengefaltet auf der Theke, die gelben Handschuhe auch, aber jetzt hatten sie eine andere Bedeutung. Sie waren nicht mehr das, was eine Angestellte vor dem Gehen zurücklässt. Sie waren das, was jemand vor einem Neuanfang zurücklässt. Moritz erschien in der Küchentür mit 2 Haferkeksen in der Hand, denen, die Carmen sonntags backte, die einzigen, die er wirklich mochte, und setzte sich auf seinen üblichen Hocker, den linken, der eine kleine Markierung am Bein hatte, wo er mit 12 Jahren seine Initialen eingeritzt hatte, ohne dass es jemand bemerkte. »Wie geht es dir?« fragte er. Carmen sah ihn an. Sie dachte an alles, was in den letzten 6 Stunden geschehen war. Sie dachte an den Garten voller Menschen, an Moritz' ausgestreckte Hand, an die Briefe auf Rolands Schreibtisch, an die unbeholfene und ehrliche Hand eines Millionärs auf ihrer Schulter. »Gut«, sagte sie. »Ich glaube, es geht mir gut.« Moritz nickte. Er bot ihr einen Keks an. Sie nahm ihn. Sie aßen einen Moment lang schweigend, wie sie es hunderte Male in 7 Jahren getan hatten, in derselben Küche, auf demselben Hocker, mit derselben Stille, die nicht mit Worten gefüllt werden musste, um vollständig zu sein. »Weißt du, was Valentina mich heute Abend gefragt hat?« sagte Moritz. »Was?« Sie fragte, was ich wollte. Er machte eine Pause. Sie war die Einzige, die das gefragt hat. Carmen sah ihn an. »Und was wolltest du?« Moritz sah sie mit dieser Ruhe an, die ihn den ganzen Abend ausgezeichnet hatte, dieser ruhigen Reife, von der Carmen wusste, woher sie kam, weil sie dabei gewesen war, als sie sich formte, in Fiebernächten und Nachmittagen mit dem Spiralheft und Schatten unter Türen. »Genau das hier«, sagte er. 3 Wochen später tat Roland Vogel 2 Dinge, die niemand in seinem Kreis erwartete. Das erste war, alle seine Freitags-Nachmittagstermine abzusagen und um 16 Uhr ohne Ankündigung nach Hause zu kommen, um mit Moritz und Carmen in der Küche zu sitzen und die Elbler-Magronen zu essen, die Heidi für das Wochenende zubereitet hatte. Er sagte nichts Besonderes, hielt keine Rede, saß einfach da, schöpfte seinen Teller und fragte mit echter Ungeschicklichkeit, ob sie immer diese Art von Soße verwendeten oder ob es eine andere Option gäbe. Carmen sagte ihm, es gäbe 2 Optionen, die grüne sei milder. Roland wählte die rote. »Das war zu erwarten«, sagte Moritz. Und alle 3 lachten. Es war ein kleines Küchenlachen, die Art, die nicht geplant ist und deshalb am wertvollsten ist. Die zweite Sache, die Roland tat, war, seine Assistentin zu rufen und sie zu bitten, den Personalvertrag der Residenz zu ändern. Carmen Meyer würde von diesem Tag an nicht mehr als Hausangestellte in den Registern geführt werden. Ihr neuer Titel, den Roland mit derselben Präzision diktierte, mit der er Millionenverträge unterzeichnete, war einfach Haushaltskoordinatorin der Familie Vogel, mit einem Gehalt, das das vorherige verdreifachte, vollständigen Leistungen und einer Klausel, die sein Anwalt zweimal fragte, ob er sie richtig verstanden hatte, weil sie ungewöhnlich war. Kündigungsschutz, was einfach bedeutete, dass Carmen Meyer aus keinem gewöhnlichen Grund aus diesem Haus entlassen werden konnte. Roland sagte seinem Anwalt ja, er habe es richtig verstanden und solle es noch in derselben Woche bearbeiten. In der Nacht, als Carmen diesen Vertrag unterschrieb, blieb sie allein in ihrem Zimmer, das seit 2 Wochen das Hauptgästezimmer war, das mit Fenster zum Garten und eigenem Bad und einem Bett, das nicht das schmale Bett des Dienstbotenzimmers war.
und sie las es zweimal von Anfang bis Ende. Dann faltete sie es sorgfältig zusammen, legte es in die Schublade des Nachttisches und schaltete das Licht aus. Draußen war der Garten der Villa Vogel dunkel und ruhig, mit den Rosensträuchern, die sie jeden Dienstag goss, und dem Sandsteinbrunnen, der zu jeder Stunde lief, und den Hängelampen, die jemand angelassen hatte und die sich sanft am Nachtwind bewegten. Carmen brauchte keinen Titel, um Mutter zu sein. Sie war es bereits. Sie war es schon immer gewesen. Das Einzige, was sich an diesem Abend geändert hatte, war, dass es endlich alle in diesem Haus wussten. Ende. Nicht alle Mütter werden in einem Krankenhaus geboren. Manche werden in einer Küche geboren, in einer Fiebernacht, auf dem kalten Boden eines Flurs, in den Zeilen eines Spiralhefts.